Guten Morgen, Schweiz. Du bist ein verantwortungsvoller Mensch, weil du dich politisch informierst. Im letzten Video haben wir über die Abstimmung mehr bezahlbare Mietwohnungen geredet. Link in der Infobox. In diesem Video geht es um das Verbot von Diskriminierung aufgrund von der sexuellen Orientierung. Was machen wir in diesem Video? Als erstes zeige ich euch den Artikel, wo es darum geht, und erkläre ihn kurz. Dann erkläre ich, wie es sein kann, dass zwei Leute zum Gleichen sagen, es stimmt und es stimmt nicht. Vielleicht lügt ja der eine. Am Schluss fasse ich alles nochmal zusammen. Ich sage aber nicht einfach so, das Parlament findet es gut und die Gegner finden es schlecht, sondern gehe ein bisschen in Detail ein und gebe dir objektive Informationen. 2, 3 Zahlen, damit du nachher genau informiert bist. Nicht kannst getäuscht werden durch irgendwelche Abstimmungsplakate und für dich richtig kannst abstimmen. Darum geht das Video nicht nur 10 Sekunden, sondern ein bisschen länger. Wenn das Parlament etwas entscheidet, kann man immer ein Referendum ergreifen. In unserem Fall will das Parlament das Strafrecht ändern. Jemand hat gesagt, es bedroht die Meinungsfreiheit. Jetzt kann man grundsätzlich immer, wenn das Parlament etwas entscheidet, wenn man in den ersten 100 Tagen 50'000 Unterschriften sammelt, das einreichen und ein Referendum ergreifen. Dann muss das Parlament das Volk fragen und wir können entscheiden. Und weil das Referendum ergriffen worden ist, stimmen wir am 9. Februar über das Verbot von Diskriminierung ab. Darum musst du dich gut informieren, weil du nämlich abstimmen musst. Darum das Video. Im Detail. So sieht der Artikel im Strafgesetz aus. Die gelb markierten Stellen will das Parlament neu so rein tun. Der Rest ist seit 1995 dort. Ich tue jeden Absatz kurz vorlesen und dann kurz vorstellen. Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, das heisst, in der Familie und Freundeskreis darfst du noch sagen, was du willst, aber nicht in der Öffentlichkeit. Kurze Klammern, Begriffserklärung, Ethnie, zum Beispiel Appenzeller, ist eine Ethnie, und Rasse, zum Beispiel Asiaten, ist eine Rasse. Dann noch das letzte Wort beachten, aufruft. Das heisst, es darf noch kritisch diskutiert werden und eine Meinung kann man immer noch haben. Wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung dieser Person oder Personengruppen gerichtet sind. Ideologie meint Weltanschauung, Verleumdung meint Ehrenverletzung. Wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert, fördert oder daran teilnimmt. Ich habe euch unter dem Video einen Videolink hergeschrieben. Auf dem Video ein paar Leute den LGBT-Stand zerstören. LGBT meint Lesben, Gay, Transgender und Bisexual. Wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung in einer gegen die Menschenwürde verstoßende Weise herabsetzt oder diskriminiert oder aus einem dieser Gründe Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich, verharmlost oder zu rechtfertigen sucht. Mit Bild meint es zum Beispiel Insta. Wer eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder einer Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung verweigert, damit meint man zum Beispiel einen öffentlichen Zutritt, zum Beispiel das Kino, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Zweiter Punkt. Warum ja, warum nein? Was ist jetzt mit dieser Meinungsfreiheit? Werden wir da Schritt für Schritt einer Zensur unterworfen? Kann ja nicht sein, dass einer Ja und der andere Nein sagt. Lügt einer? Ich zeige euch, woher die Unklarheit kommt. Das ist der Artikel zur Meinungsfreiheit. Verbreitung von einer Meinung von Hass wäre da drin, oder? Jetzt ist es noch so, dass die Europäische Menschenrechtskommission das ins Verhältnis gesetzt hat. Ich zitiere: Darf die Meinungsäußerungsfreiheit Schranken unterworfen werden, welche zum Erhalt einer demokratischen Gesellschaftsordnung erforderlich sind? Und wenn zu Hass und Gewalt aufgerufen wird,
die demokratische Gesellschaftsordnung fördern. Nächster Punkt. Hass und Diskriminierung. Das wird in der Schweiz nicht toleriert. Man unterstellt Schweizer Homophobie. Die anderen sagen, es gibt Homophobie. Kurze Begriffserklärung. Homophobie, das ist gegen schwule und lesbische gerichtete Feindseligkeit. Das ist eine Statistik zur Homophobie in der Schweiz. Der blaue Balken zeigt an, wie viel Prozent von Erwachsenen und Jugendlichen das finden, Homosexualität ist unmoralisch. Der orange Balken zeigt, wie viel das findet, Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren sollte nicht erlaubt sein. Die Prozentzahlen sind so hoch, wie es halt sind. Wir wissen aus der Menschheitsgeschichte, dass Menschen manchmal unangenehme Sachen machen. Darum findet das Parlament, man müsste das Gesetz als Sicherheit machen. Damals in Deutschland haben auch alle gesagt, ein Gesetz gegen Judenfeindlichkeit braucht es nicht. Es hat geheißen, dass die Menschen zwar Sachen erzählen, aber sie nie umsetzen. Klar, das kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen. Aber es ist einfach, um einen möglichen Beweggrund vom Parlament zu verstehen. Der nächste Punkt sagt, es sei zu ungenau formuliert. Und dazu sage ich, ja, es ist unklar. Es wird immer Grenzfälle geben. Und es hat Richter, die bezahlt sind und so Sachen dann werden müssen behandeln. Weil sehr viele Gesetze sind so. Es ist ein Wort mehr in einem Artikel, das es schon seit langem gibt und funktioniert. Im letzten Punkt sagen sie, Lesbische, Schwule und Bisexuelle sind heutzutage vollständig in der Gesellschaft integriert und durch das Gesetz würden sie nur abgegrenzt werden. Das Gesetz deckt jetzt schon genug gut Beleidigungen und Eheverletzungen bestrafen. Die anderen sagen, der Schutz vor Diskriminierung von Personen wegen ihrer sexuellen Ausrichtung ist ungenügend. Ich zeige euch einen Artikel. Mehrere Attacken nach der Zürich Pride. Ich zitiere, innerhalb eines Jahres insgesamt 95 Übergriffe gemeldet. Fast 2 pro Woche. Das lassen wir für jetzt mal bei dem stehen. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann dir leider keine offizielle Statistik zeigen, weil es das bis jetzt nicht gibt. Es ist aber eine reale Tatsache, dass es die Hate Crimes gibt. Im gelben Kreis ist die Anzahl der gesamten Gewaltstraftaten, die es letztes Jahr in der Schweiz gegeben hat. Wenn man es ausrechnet, wären die Straftaten, die durch die sexuelle Orientierung motiviert worden sind, in der Schweiz bei 0,28%. 95 von 34.491. Jetzt musst du für dich entscheiden, ob ein genug grosser Schutz da ist oder nicht. Fassen wir zusammen. Es ist ein Fakt, dass Schwule und Lesben noch nicht 100% in der Schweiz integriert sind und 100% sicher sind. Schwule- und Lesbenhass existiert in der Schweiz. Der Artikel schränkt die Meinungsfreiheit ein, doch das dürfen, was für die demokratische Gesellschaftsordnung nötig ist. Jetzt liegt es bei dir. Du kannst entscheiden. Ich habe wie immer unter dem Video alle Quellen hergeschrieben. Gut, das wäre es von meiner Seite. Falls du eine Frage hast, schreib sie unten in die Kommentare und ich versuche sie zu beantworten. Abonniere den Kanal, um politisch informiert zu bleiben und keine zukünftigen Abstimmungen mehr zu verpassen. Ciao und genieße den Tag im besten Land der Welt.